Und weiter geht es bei Pokémon Weiß 2, immer noch im alten Fluchtweg hier unterwegs, obwohl wir gerade im letzten Part noch in Gully unter anderem waren. Und ja, eigentlich müssen wir wieder zurückgehen, obwohl ich immer noch nach 2 Pokémon hier Ausschau halte. Und nee, Ratzfatz ist es nicht, oder eigentlich nicht. Ne, wobei, das sehen sie auch noch. Und Elekid ist am Start, da wollen wir uns erstmal gucken. Elekid, Schockwelle, Sternschau, Fußkick. Natürlich eine kleine Schockwelle. Die Schockwelle der alten Ahnen, wie es in Dragon Ball noch hieß, beziehungsweise ursprünglich das Kamehameha so übersetzt wurde. Keine Ahnung wieso, aber irgendwie war es mal so. Gut, Radfratz pumpt sich auf, was auch immer bringen soll. Ja, es ist schon ziemlich geschwächt. Fangen, ja, einerseits, andererseits. Tschüss, Mann. Oder? Tschüss, Ratte. Tschüss, Ratte. Und was kriegt er dafür? 155 Erfahrungspunkte. Ja, lecker noch ein Schöpli. 55? Davon kann ich mir doch gar nichts kaufen. Mensch, 55. 155 Pokémon. Oder wie war das noch? Ja, ne, damals waren es ja 151 ursprünglich mal. Und da gab es noch ein Lied von Nena mit 99 Luftballons. Genau, das wollte ich ursprünglich sagen. So, Flecknäuel. Zurück zum Thema, was ich in dieser Folge noch vorhabe. Sehr vieles. Und dann nochmal das Flecknäuel platt machen. Dann aber natürlich noch zurück zum alten Fluchtweg. Ne, da bin ich ja gerade. Quatsch. Zurück zur Kanalisation zu gehen, um dann nach Evoli zu suchen, beziehungsweise auf dem Weg dorthin zu gehen. Autsch. Oh, Elekid. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich es mir fangen. Und dann noch etwas, was ich in der letzten Folge vergessen habe, Freunde. Und zwar, ihr glaubt es kaum. Was ich in der letzten Folge noch machen wollte, letzte Woche. Und zwar war es wegen Pokémon X und Pokémon Y, die neuen Pokémon-Editionen. Da ein bisschen drüber quatschen. Ja, ja. Das hatte ich mir so vorgenommen, aber irgendwie, als ich am Morgen, Sonntagmorgen die Folge hier aufgenommen habe, wurde irgendwie nichts mehr draus. Tja. Ich werde langsam auch alt und senil. So, es heißt Glücknein, Spitznamen, yo, wollte ich, Moment mal, war das schon wieder? Flecknäuel. Moment mal, Leute, ich überlege kurz. Flecknäuel, da hat er doch was im Petto. Ja, gerade eine Idee, aber passt überhaupt von der Länge her. Mal kurz gucken. Ich hab hier ein H. Gib mir ein H. Nun zurück zu den Kleinen. Gib mir ein E. Das klingt zwar so bescheuert, aber es hat irgendwie was. Wobei, wenn ich es wieder weiterentwickeln würde, müsste ich den Namen umbenennen. Gab's überhaupt? Moment, da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Ich Trottel. Alter, ich kann das Alphabet nicht mehr. Klingt zwar bescheuert, aber irgendwie hat's was. Herzchen, hahaha. Oh mein Gott, ja, ich weiß, Leute. Oh mein Gott. Moment mal kurz, das sind noch. Nein, das gibt's nicht. Der gut, Indigo-Stück ist nicht zu verachten. Weil die Stücke brauchen wir hier in diesem Spiel für die Attackenlerner. Aber verdammt nochmal, ich wollte doch. Ich wollte einen Rotomorph haben. Ach nee, in diesem Spiel stimmt er gar nicht. Ups, sorry, das war mein Fehler. In diesem Spiel habe ich ein anderes Pokémon. Ja, welches bloß? Hä? Ich weiß gar nicht mehr. Jetzt einmal das Grüßen. Vulkan und so drin, Elekid. Elekid ja, aber es ist ein bisschen Downball. Das heißt, ich nehme wieder mal Riolu dran. Der müsste ich auch noch weiterentwickeln. In absehbarer Zeit zumindest mal so. Strawickel ist ein bisschen im Arsch. Das tut mir leid, Strawickel, aber ich habe dich ja bald am Wickel. Oh mein Gott. Ja, sag nichts. Es ist Wochenende, Freunde, da hat man halt so blöde Sprüche drauf, vor allem wenn man schon ein bisschen was Intus hat und naja, halt sonst schon ein bisschen fröhlicher drauf ist, nicht wahr? Kraftwelle. Weg mit ihm, ich hasse ihn. Ich kenn ihn gar nicht. Kiesling, Felswurf. Voll. Aua, voll auf die Hundeschnauze. Ja, eine gute Frage ist, ein Kriolu ist ein Hund oder ist ein Wolf? Mein Riolu, das. Ey, Alter, wie oft willst du noch treffen? 5-mal, leck mal am Sack, hey. 5-mal getroffen? Sonst geht's noch, oder was? Kraftwelle. 5-mal, normalerweise trägt sowas 2 bis 3-mal. 5-mal, Und Level Up für Riolu. Soll ich schon wieder wechseln, oder was? Gibt's ja wohl nicht. Imitator, was? Imitator soll das sein? Nee. Nicht erlernen. Brauche ich nicht.
Schwerttanz könnte ich gebrauchen oder sowas in der Art. Obwohl, Riol will ich hier speziell trainieren, was? Ja, von wegen Trainieren und so. Was hatte ich eigentlich schon für eine Alternative für Automorph drauf? Ich überlege gerade, aber weiß nicht mehr. Verdammt! Hallo, Gedächtnis, bitte melden. Das ist wohl gestern beim Ausgang draufgegangen. So, Herzschuppe, dankeschön. Brauche ich auch noch. Innerhalb der nächsten Zeit. Oh, der Itemradar. Oh, ich Trottel, hätte auch schon Stratos City holen können. Das Itemradar. Ich glaub's einfach nicht, was ich hier alles verpasse. Meine Fresse. Ja. Und neues Pokémon. Und endlich kommen wir mal zum eigentlichen Hauptthema. Und zwar das Radfratz. Nee, Quatsch. Das Hauptthema ist diese Woche wieder mal, oder vor allem heute, Pokémon X und Pokémon Y. Die aktuellen Pokémon-Editionen, die angekündigt wurden für diesen Herbst 2013. Im Oktober, glaube ich sogar, das heißt mein Geburtstag, vielleicht sogar dort in der Nähe herum. Also vor allem wenn es Ende Oktober ist, dürft ihr es treffen. Genau, Pokémon X und Pokémon Y, aber nicht nur in Japan, nein, sondern ein weltweiter Release soll möglich sein oder angestrebt werden. Das heißt also, ich glaube, genannt wurden speziell Japan halt, sowieso klar, die Japaner, die kriegen sowieso immer als erstes. Dann natürlich ein zweiter von, das geht eigentlich wieder raus, oder war das andere? Ich glaube, das war dort, wo ich überhaupt hin wollte. Ein zweiter davon natürlich noch die Amerikaner, dann an dritter Stelle Europa, halt allgemein, und dann an vierter Stelle noch Australien, wobei ich bezweifle, dass ich überhaupt australische Zuschauer habe. Und danach noch solche, die mich überhaupt verstehen würden, aber auch für diese als gemerkt, ich glaube für diese 4 Kontinente und Länder halt in diesem Sinne ist das geplant. So, mal kurz warten, Leute, muss ich ja mal schauen. Nee, das war der Scheiß. Hab nichts gesagt. Das war der falsche Ausgang. Nein, ich bin wieder hier. Perfekt, sind zugenäht. Ja, wie gesagt, Pokémon X und Pokémon Y heißt Editionen. Klingt vielleicht ein bisschen dämlich, weil früher waren es immer Farben oder irgendwelche Edelsteine, Metalle, wie jetzt da mit Gold, Silber, Kristall, Schwarz-Weiß bzw. Diamant, Perl, Platin, Rot-Weiß und so natürlich sowieso. Und ja, jetzt aber offenbar X und Pokémon Y und was wird wohl die Spezialedition sein? Genau, ich schätze auch, das dürfen wohl Pokémon Z sein. Ja, natürlich neue Pokémon-Edition, natürlich die Frage, gibt es auch neue Pokémon, neue Generation und ja, Pokémon X und Pokémon Y werden die ersten Editionen sein für den 3DS zum einen, also exklusiv für den 3DS. Und dann auch die erste Edition zum einen mit der 6. Generation der Pokémon. Aber auch, ach du Scheiße, Leaf-Pokémon, Slimer. Aber dann auch noch die ersten Spiele, die komplett in 3D sein werden. Sowas ähnliches wie zum Beispiel damals noch mit Pokémon Colosseum und Pokémon XD. Wie es damals ja die Spiele für den Gamecube waren. Etwas so sieht zumindest mal aus. Es gab auch schon die ein oder andere. Ich überlege gerade, Bilder gab es natürlich noch von den legendären Pokémon, sprich von einem Pokémon, das aussieht wie ein Y und das halt als X repräsentieren soll. Die Start haben wir auch schon bereits gesehen. Und ja, halt auch schon einiges Ingame-Szenen, wobei noch keine. Doch, es gab ein paar Szenen halt auch von Kämpfen und so. Und auch von den Städten, wie gesagt, alles 3D. Von dem her sieht es sehr geil aus. Riolo kratzt zwar gleich ab, aber was soll's. Und was wollte ich noch alles erzählen? Ja, halt eben das ganze 3D-mäßig, jetzt auch Kampfsystem und was die Pokémon betrifft. Ich werde angegriffen, sehr schön. Was die Pokémon betrifft, ist ja so, dass es nicht nur neue Pokémon gibt. Es hat irgendwie mal, oder hieß es, dass von der neuen Anzahl her nicht so viele sein werden. Und laut dem Trailer sieht es ja auch so aus, dass sehr, sehr viele Pokémon aus den alten Generationen dabei sein werden. Wie zum Beispiel Pikachu, wurde auch schon dabei gesichtet in diesem Trailer. Riolo geht jetzt vielleicht gleich drauf, das ist sehr, sehr dämlich. Und deswegen kriegt es jetzt mal erst einen Trank. Kämpfe, Riolo, kämpfe! Ja, zurück zu Pokémon X und Pokémon Y. Wie gesagt, da gab es halt bereits die Pokémon zu sehen, also sprich da die ersten Bilder zu X und Y. Trailer, wo die auch noch kurz vorgestellt wurden und nichts Besonderes, man weiß auch den Typ noch nicht, aber ich denke mal. Was sollte ich da überhaupt? Achso, Kampf, genau. Nein! Nicht Item! Mann, Kampf, so. Genau, was die Typen dann betrifft, Pokémon X und Pokémon Y, ich meine beide, gut, ist halt hier natürlich Spoiler-Alarm, ganz klar, aber Pokémon X sieht ja irgendwie aus wie so ein Hirsch. Da denke ich mal, ist vielleicht Pflanzen nicht so abwegig. Normal vielleicht auch, wobei normal wäre ein bisschen zu lame, glaube ich. Ja, wie gesagt, so Pflanze denke ich und das Pokémon Y, das sieht ja eher so aus wie, ja, ich würde fast schon sagen, wie ein Raubvogel.
Das ist ein rot-schwarzer Raubvogel, da denke ich sicher mal ein Flug wird ein Typus sein, wobei ist auch schon fast ein bisschen zu naheliegend, daher vielleicht auch eher sowas wie, ja was weiß ich, Unlicht, Feuer, Unlicht, keine Ahnung, vielleicht auch sowas ähnliches wie Ho, weil ich hatte das Gefühl, es hat doch irgendwie was von einem Phönix an sich. Daher wäre es gut möglich und natürlich ist auch hier wieder die Frage, welche Rolle spielen die legendären Pokémon, diesmal halt bei Pokémon X und Pokémon Y, was will der alte Knacker von mir? Zum Putzen braucht man mehr Energie als man denkt, Putzen ist mein Training. Ach du heilige Scheiße, der Putzmeister. Jo, ich hab nicht mal eine Zähne. Hausmeister Piotr möchte kämpfen. Wie der aussieht, hey. Komm schon, Joklev. Direkt aus New York eingeflogen. Ja, die Namen der Pokémon. Apropos Namen der Pokémon. Ich hoffe doch mal, dass bei Pokémon X und Pokémon Y die Namen ein bisschen besser klingen als noch früher. Bei der 5. Generation zum Beispiel und auch bei der 4. hat Nintendo teilweise ein bisschen arg daneben gegriffen, wie ich finde. Und wenn wir schon mal dabei sind, Jerio Level 20, geil. Was bringt der jetzt? Unra-Tytox, ach du Scheiße. Unra ein Stück Toxin. Das ist so ein Scheißvieh, hey. Das sieht scheiße aus, das klingt scheiße. Und es ist Gift und... Ja, ich meine, sorry, aber... Normalerweise bin ich nicht so ein oberflächlicher Typ. Normalerweise nicht, aber guckt euch nur das an. Das ist ein Stück Scheiße, kannst sagen, was du willst. Okay, ein Abfallsack. Aber klingt dann nicht viel besser. Ein Stück Abfallsack. Abfallsack greift an. Er setzt abgelaufene Lebensmittel ein. Sotonin wurde verletzt. Ja, vergiftet wurde er. Ja, die Namen der neuen Pokémon, da gibt es noch nicht so viel zu berichten. Natürlich die von X und Y sind bereits bekannt. Ach du Scheiße, ich glaube Y hieß sowas wie Yveltal. Das ist ganz komisch geschrieben, aber ist irgendwie sowieso der gleiche Name wie im Englischen und Japanischen. Das von X weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich weiß recht nicht mehr. Natürlich sind auch schon Namen, also die deutschen Namen bekannt von den Startern. Und natürlich, ich Trottel habe natürlich nichts aufgeschrieben, daher weiß ich den Namen nicht mehr. Ich glaube, der Feuerstarter sieht sowieso aus im Feuerfuchs, das heißt... Ja gut, ich muss sagen, der Feuerstarter, den finde ich noch interessant, weil ist er sowieso bekannt, seit der 3. und 4. Generation der Pokémon sind die Starter, gut nicht nur die Starter, sondern allgemein die Pokémon ein bisschen sehr exotisch, nicht mehr so simpel, sie müssen überall irgendwelche Details haben. Aber bei dem Finks, also dem Feuerstarter, da sieht es fast schon ein bisschen normal aus, wie noch damals bei Glumanda, Feurigel und Flemly. Ja, okay, dass jetzt ein Feuerfuchs da irgendwie so ein Pelz aus Nurone rauskommt, okay, davon kann man halt, was man will, aber naja, wie gesagt, der Feuerstarter heißt Finks, dann der Pflanzenstarter gefällt mir optisch betrachtet gar nicht, weil das ist irgendwie eine Mischung aus Lashoking, Otaro und ein bisschen Grünzeug dazwischen, das sieht gerade ein bisschen crazy aus, ach, Emolga, der fehlt noch genau. Emolga, das Flugviech, das hat irgendwie das Gesicht davon und dann von Lashoking irgendwie die Hörner, also die Kopfbedeckung. Ja, wie gesagt, sieht ein bisschen crazy aus, ja. Also, da bin ich schon mal sehr gespannt, wie dann vor allem die Weiterentwicklungen aussehen werden und Riolu geht gleich drauf. Ja, aber immerhin Level 20, gut gemacht Riolu. Der nächste im Rennen wäre dann wohl Elekid. Ich überlege gerade, wie hieß denn jetzt der Pflanzenstarter? Der Ogamoro oder so etwas? Nein, Igaro? Nee, Igamaro? Imagaro? Nee, Quatsch, aber irgendwie sowas in der Art. Ja, der von Namen her, ja, geht noch. Nicht so schlimm. Der Wasserstarter, der hat einen coolen Namen, ich finde, der heißt einfach Froxy. Und da hat den Namen, der passt soweit, das ist eigentlich nicht so an auszusetzen. Mein Slimer ist auch so ähnlich, es ist ein Schleimhaufen, also heißt er Slimer. Und so ähnlich ist es halt auch beim Wasserstarter, wenn der Froxy heißt, dann ist es eben ein Frosch. Wobei ich sagen muss, der Frosch, der sieht mir ein bisschen wie das, auch hier wieder mal sehr detailreich aus, aber naja, so ist es halt, nicht wahr? Verdammt, ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht schwimmen. Und hier, oh, der nächste Fighter will, nein, schon wieder ein wildes Pokémon. Ja, soviel mal zu den 3 Starten, die es da gibt bereits, und bereits bekannt sind von Pokémon X und Pokémon Y. Wieder mal Pflanze, Feuer, Wasser, aber das sowieso, ja halt, schon ein bisschen... wie heißt gerade das Wort, das ich suche? Wie heißt das Wort, bitteschön? Standard? Nö. Klassisch, das war's. Klassisch. Ich denke mal, vor allem heutzutage, wo sowieso jedes Spiel wieder exotisch wirkt, nicht nur bei Pokémon, sondern allgemein, dass jedes Spiel irgendwie was Besonderes sein muss, denke ich, kann ein bisschen... Was ist denn Donus von Trainern, damit du es weißt? Achso, ich dachte schon, wir versperren den Weg. Gut, dankeschön.
Mann, ich komme hier einfach nicht zum Erzählen. Hey, es ist zum Mäusemelken. Wo war ich stehen geblieben? Genau, exotisch. Da finde ich das gar nicht so schlecht, dass halt gewisse Muster, wie auch bei der Legend of Zelda Serie, dass da gewisse Muster einfach da sind, da bleiben und auch fortgeführt werden. Von dem her auch hier wieder mal bei Pokémon, dass halt, wie gesagt, die Starter klassische Feuer, Pflanze, Wasser sind. Finde ich auch hier wieder mal geil und ich bin schon sehr auf die Story gespannt und mal gucken, ja, halt allgemein, wie es sein wird auch von der Anzahl der Pokémon her, wie viel das fangbar sein werden, wie viel das neu sein werden, was X und Y für eine Rolle spielen werden, die Pokémon dazu und so weiter und so fort. Natürlich auch, ob es überhaupt Let's Playen werde, beziehungsweise jetzt mal kann, weil 3DS und so, also muss wieder über einen Emulator gehen, weil ich noch keine Capture-Card habe für den 3DS, das ist noch ein bisschen, ist halt immer noch so ein leidiges Thema, von wegen sei illegal und so weiter und da war es oder jemand zu finden, der einem das umbauen kann und so zuverlässig und nachher nicht, dass der 3DS kaputt geht, ja, ist doch immer so eine Lotteriesache. Daher muss ich noch ein bisschen gucken und vielleicht kann man bis dahin ja auch schon bereits 3DS-Spiele, wie es ja ursprünglich noch hieß, auf der Wii U abspielen, beziehungsweise streamen, wie es früher auch noch ging bei Gameboy-Spielen auf dem Super Nintendo oder auch beim Nintendo 64 ging das ja auch, GameCube glaube ich teilweise auch noch und so weiter und so fort. So, Fuß in die Fresse. Aua, hast du meinen Zahn ausgeschlagen? Ich hab doch nur einen. Ja, das tut mir leid. Das tut mir leid. Ach, übrigens noch etwas zu neuen 3DS-Pokémon-Spielen X und Y. Das werden nämlich die ersten Pokémon-Spiele sein, ich glaube auch allgemein, nein, nicht allgemein. Aber die ersten Pokémon-Spiele sein, die sowohl im E-Shop herunterladbar sind, aber auch halt normal im freien Handel gekauft werden können. Ist doch cool, oder? Das heißt, da können wirklich die Spiele auch ja, halt vom Shop her kaufen, runterladen. Oder halt wie gewohnt klassisch jetzt auch wieder im Regal kaufen und dann euch halt auch zu Hause noch so eine Spielhülle ansammeln. Jedem halt das seine. Ich meine, die einen so wie ich, die mögen es lieber, wenn sie was zu Hause haben, dass sie auch anfassen können, so ein Spielmodul und Spielehülle haben. Andere, die mögen es lieber halt nur als Datei zu haben, auf dem Computer oder halt in dem Fall halt auf dem 3DS. Radfratz, oh verdammt, ich wollte einen Namen geben. Ratti wollte ich noch geben, nee, Quatsch, Fratzi. Fratze. Okay, ich überlege noch was. Außer natürlich, ich habe dann noch irgendwelche Vorschläge betreffend Namen, was ihr da für Namen geben würdet. Ach du Scheiße, ich habe den Ausgang nicht mehr. Wo ging es hier hoch? Ich will doch zu Evoli. Verdammter Mist. Oh, wieder ein Zubat. Hey, Alter. Ist ja irgendwo ein Nest oder was? Meine Fresse. Stirb doch endlich mal. Kacke. Ja, hab ich doch gesagt. Stirb endlich mal. Und Elekid erreicht Level 20, noch 10 Level und es wird zu Electek. Ja, und dann, Freunde, stellt sich endlich die Frage... Okay, ich dachte gerade, das Spielwerk gestürzt. Und dann stellt sich die Frage, wie ich es mache mit der Entwicklung zu Elevoltec. Ob ich die wirklich irgendwie per Cheat mache, weil hier, ich zocke auf dem Emulator, da heißt, tauschen geht nicht. Und ja, bis ich halt den Stromisierer bekomme... Okay, ich habe doch ein Item, nicht? Verstecktes Item. Okay, doch nicht. Und bis ich halt einen Stromisierer bekomme, den ich brauche, um Electek zu entwickeln, dauert es auch noch bis fast zum Ende der Hauptstory hin, also sogar bereits kurz vor dem 8. Orden. Jedenfalls so um den 8. Orden herum und ja, wie gesagt, es dauert halt eine Weile. Aber das dürft ihr entscheiden, wie ich das machen soll. Ob ich Electek halt gleich zu Beginn, sobald ich Electek habe, ob ich es dann zu Elevoltec entwickeln soll, ob ich noch warten soll. Ob ich es überhaupt nicht entwickeln soll, ob ich es Electek lassen soll, ob ich vielleicht ein anderes Pokémon nehmen soll wie Magnezone. Aber ich habe Schwarz 2 auch gezockt und da muss ich sagen, Elevoltec sage ich schon wieder, Mann, und da ist Magnezone ganz schön cool. Ja, ich muss sagen, ich hatte zwar am Anfang ein paar Bedenken, weil es nicht so schnell ist, nicht eher so der Sweeper-Typ bin, der halt mit schnellen und starken Pokémon angreift. Aber Magnezone, der ist schon nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. So. Das mal so alles. Ja, so hatte ich gerade was von Pokémon X und Pokémon Y erzählt, von den Pokémon 3DS-Spielen, den ersten. Auf dem 3DS ist jetzt natürlich auch die Frage an euch. Was denkt ihr davon, dass jetzt da halt schon wieder neue Pokémon-Editionen gibt, halt diesen Herbst, die sowohl herunterladbar sind, als auch frei käuflich sind? Im
ja, halt normalen Shop als auch downloadbar sind, aber auch, was denkt ihr oder haltet ihr von neuen Pokémon? Sowohl von neuen Starten als auch von neuen legendären Pokémon und allgemein, was denkt ihr, ist eine gute Idee schon wieder, drauf zu gehen, wie ich es gerade mache? Was denkt ihr da halt von neuen Editionen? Ist das eine gute Idee, dass alles 3D-mäßig ist, oder denkt ihr, nee, sollen es lieber 2D lassen, wie es jetzt hier noch ist, auch bei Schwarz und Weiß 2 noch? Ja, halt allgemein so. Eure Meinungen zu neuen Pokémon-Editionen, die halt angekündigt wurden und schon in wenigen Monaten, nach einem halben Jahr alt, dann ist schon 5-mal. Ist die ROM-Futsch oder was? Das gibt's doch gar nicht. Bin mal getroffen. Ja, wie gesagt, was ihr davon haltet. Alter Schwede. 5-mal getroffen. Ah, Quacknarre. Und Tschüssikowski. Du bist fies. Weiß ich doch, das weiß doch jeder. Verloren, Scheiße. Auch das ist nichts Neues. So. Nein, hier muss ich ja schwimmen können. Also schwimmen, nicht schwimmen, surfen. Genauso war es, surfen. Sorry Leute, ich zocke gerade privat eben noch Zelda the Minish Cap und da bin ich gerade auch, ja, halt so mit Schwimmen und so. Und bin da deswegen noch ein bisschen abgelenkt teilweise. Und denke da irgendwie die falschen Dinge und so. Vor allem auch, weil ich gemerkt habe, dass Minish Cap und Pokémon irgendwie noch ziemlich viel gemeinsam haben. Auch mit dem Fliegen und so und Schwimmen und ja. Gibt schon gewisse Parallelen. So, jetzt aber egal, wir sind eben noch bei Pokémon, nicht bei Zelda. Gibt's sonst was Neues an der Pokémon-Front? Nö, soweit eigentlich nicht. Wie gesagt, X und Y. Ach ja, doch, noch was zu Schwarz 2 und Weiß 2. Diese Folge kommt ja am 2. Februar heraus. Genau, und ihr habt noch 10 Tage Zeit, um euch ein Keldeo herunterzuladen von der Wi-Fi Connection, falls ihr auch ein Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2 Modul habt. Könnt ihr euch noch bis zum 12. Februar von der Wi-Fi Connection her gratis natürlich ein Keldeo herunterladen. Das Wasserkampf-Pokémon, das man sonst hier, glaube ich, gar nicht bekommt, oder? Doch ein Event? Nö. Hier nicht, bei Schwarz und 2 Weiß war das nicht so. Ah, das ist der Arzt, genau, er kann ja meine Pokémon heilen. Zu früh gefreut. Dr. Spiritus? Achso, Spiridon. Spiritus. Ja, ich bin Spiridon, ich bin ein bisschen besoffen, aber sonst geht's mir gut. Stravikel, oh, ich muss meins einfach nochmal trainieren. Ach du Scheiße. Ah. Das ist perfekt für Vulcano. Der braucht zwar kein Training, weil er sowieso in der Arena genug Training bekommt, aber wenn ich schon mal dabei bin, da sage ich doch natürlich nicht nein! Oh, immer mir rumnacken. Ich bin doch kein Nugget. Ich bin doch kein Huhn, ich bin kein Evil Chicken. Okay, der war jetzt, ja, ich gebe es zu. Bring keine Insider von anderen Let's Playern, das kommt nie gut an. Ja, mach dein Team wieder fit. Verdammt, jetzt habe ich Hunger. Verdammt, jetzt habe ich Hunger auf Chicken Nuggets. Nein! Und schon der nächste Fight. Chicken Nugget? Nö, ein Zubat. Eine Fledermaus? Ich weiß nicht so recht. Die wirklich so schmackhaft sind. Riolu! Ah, der schon wieder. Rückkehr? Wie sieht's aus, Alter? Ja, kann man machen. Riolu mag uns sehr. Oh yeah. Das ist gut. Denn ich will ja sowieso ein Lucario haben. Yeah. Und jetzt gerade, Leute, ich habe schon ein tolles Team soweit. Das ist alles schön und gut. Aber wie sieht denn jetzt eigentlich da mit dem Alternativ-Pokémon für Rotomorph aus? Ich dachte, ich hätte eins gehabt. Rotomorph ist ein Boden-Pokémon. Ich habe grundsätzlich immer gerne ein Boden-Pokémon bei mir im Team. Vor allem wegen Erdbeben und so ist immer sehr gut. Was mit Hilfe von Gift-Pokémon? Allerlei Tränke zu synthetisieren. Ja, mal gucken, hä? Was ist denn jetzt los? Diesmal hat das Experiment gut Resultat geliefert. Sie doch kann er als diesen wunderschönen Supertrank überreichen. Hat jetzt aus Gift einen Supertrank hergestellt? Na, Prost Mahlzeit dann. Ja, neues Experiment. Ja, das ist so geil, ey. Ja, kommt drauf an, wie man geil definiert, oder? Was hat denn da noch für ein Pokémon im Sinne? Also ich weiß nicht, ich hatte noch ein, falls gewünscht, ein Alternativ-Pokémon für Vulcano bereit. Beziehungsweise, dass ich dann halt Arcani wird, glaube ich, bereit sein. Das Arcani durch, wie heißt das Vieh schon wieder? Ich überlege gerade. Es liegt mir auf der Zunge. Verdammter Mist. Wie heißt das Vieh?
Wie ist schon dieser Feuergeist, der aussieht wie eine Lampe? Scalabeus? Nee, irgendwas mit SK war's. Ach du Scheiße, ja. Ich bin nicht mehr so gut wie auch schon. Ey Leute, früher bis zur 3. Generation, da können wir alle Namen noch merken. Kein Scherz. Aber seit der 4. hat es schon ein bisschen angefangen, aber da waren die Namen teilweise ein bisschen sehr abstrakt. Und ab der 5. da bin ich irgendwie total raus mit den Namen. Ich meine, okay, Unrat-Tytos, da kannst du dir leicht merken, einfach Unreines Stück Toxin. Kannst du so eine Eselsbrücke machen. Die Weiterentwicklung heißt, glaube ich, auch irgendwie Deponitox oder sowas. Was ist denn der Feuergeist schon wieder? Ja, wie gesagt, den hatte ich halt als Alternativ in Sinn für Vulcano Arcani, weil der Feuergeist hat ja sehr hohe Spezialangriffswerte. Und ist sowieso Kombination aus Feuer und Geist ist immer gut. Ich habe sowieso noch kein Geist-Pokémon von dem her, aber Boden-Pokémon, ich überlege gerade, ich wollte sowieso Elevoltec noch RPM geben, das stimmt schon. Aber was hat denn sonst noch so ein Petto? Ich weiß nicht mehr, ich bin echt irgendwie total raus. Was? Ach so, stimmt ja. Nein! Versuch's mal in Kanto. Oh. Ah, das ist doch... Das wirkt doch nicht. Verdammte. Ich habe noch Kampfattacken. Scheibenkleister. Nein. Nein! Riolu wird platt gemacht. Riolu, halt durch, mein Freund, halte durch. Mein Kleiner. Ich muss aufpassen, ich will Riolu durch Happiness hochhaben. Da darf mir nicht davon sterben, das geht nicht, das wäre gemein. Voll in die Schnauze. Du bist fies. Riolu, kommst Level up noch, danach wirst du getauscht. Oh mein Gott, ja, aber immer noch eine interessante Frage. Was für ein Team wollte ich nochmal zusammenstellen? Nö, bringt nichts mehr. Ich bin total raus, was das anbelangt. Irgendwie eine Alternative für... nee. Was könnte das gewesen sein für Rotomorph? Stalobor ist ja die Weiterentwicklung, das weiß ich noch. Aber was waren da für Alternativ-Boden-Pokémon? Kein Schimmer. Echt kein Schimmer. Aber machte nichts, machte gar nichts. Bam! Boom! Chakalaka Boom! Und da muss auch das mächtige Zubat klein beigeben. Und Riolu ist bald Level 21. Und dann sollte ich mal dringend Swotronin trainieren, was? Wir machen ein Team mit auf Feed, Alter. Dankeschön, mein lieber Herr Doktor Spiritus. Ach ja. Ach ja, ach ja. Okay. Oh nein, Rattifrazzi, hey. Rattifrazzi. Ja, jetzt zieh mal eine Fratze, Kleiner. Rattifrazzi. Rattifrazzi. Mal ein bisschen fies, war. Jetzt noch weiter, komm schon, Item. So echt mal. Ist schon so lange her, dass ich Schwarz 2 privat durchgespielt habe. Gibt's ja wohl nicht, hey. So, nächster Gegner, Zubat. Riolu, ich wähle dich. Ja, wenn auch sonst, so. Ich habe nicht die freie Auswahl. Also doch, schon, aber wir müssen jetzt halt ins Menü gehen und dann auswählen. Vorher geht's nicht. So, hier war doch was. Zu verarschen? Ein leerer Raum, was bringt denn das? War hier nicht die... Was war denn hier? War hier ein spezielles Pokémon? Ne, hier ist nichts, da findet ja nichts. Verdammt, hier ist nichts. Ah, doch, vielleicht doch. Ja, mal gucken. Na, ein stinkendes, gewöhnliches Zubat, hey. Das mich einfach nur verarschen will. Ja, meine Fresse. So, schauen wir auf die Uhr. Was sagt die Uhr? Nichts. Sie sagt nichts. Sie schweigt. Sie zeigt nur an. Und zwar in 29 Minuten. Och nö, Freunde, schon bald vorbei die Zeit. Menno. Viola reift Level 21. Geil. So, also mal wirklich, jetzt will ich euch noch etwas zeigen. Genug rumgeblödelt und genug trainiert. Riolu. Der ist stark, das passt mir sogar gut. Dann habe ich hier Elekid nach. Was sagt das Level? Gut. Ganz weit. Das war doch... Falsche Taste. Swotronin will ich noch trainieren, genau. Stravikel wollte ich auch noch trainieren. Vulcano. Was sagt sein Level?
Ja, kann ich auch mal nach vorne nehmen. Glotzi, der Glotzfrosch ist sowieso nur für Zerschneider da. Was eigentlich fehl am Platz. Dann habe ich noch Stravikel, der müsste auch schon bald wieder ran. Mach's mal so und dann sieht das schon dufte aus. Moment mal. Ich will nicht gestört werden, daher. Ah, wo ist sie jetzt? Ich flucht. Hallo, habe ich keinen? Nein, ich habe keinen Schutz, das gibt's nicht. Ich bin ja mal super vorbereitet, alter Schwede. Ah, kein Wunder, wenn ich so ein mieser Let's Player hey. Gibt's ja wohl nicht. Geht schnell hier durch. Ich will. Ja, was will ich überhaupt? Was will ich denn? Ich will euch noch den besonderen Ort hier zeigen. Stratos sieht vom Untergrund aus. So, mach ein bisschen hin. Sotronin, nimm die Kalklinge und schlitz ihn so richtig schön auf. Kracht's. Ah, du bist fies. Ich bin ein Starter, ich bin immer fies. Okay, jetzt hat er gerade wieder alles abgestürzt. Mann, da war nichts. Da, ich glaube, ich sehe es, glaube ich. Ein Radfratz, was willst du denn schon wieder? Ich will dich beißen, ja. Zwotronin, du weißt, was du zu tun hast. Na klar, Mann. Bam. Der kommt nicht mehr. Nein, hier war ich auch. Hä? Verwirrung? Wo geht's aus? Ich bin verwirrt. Nein, komm schon, die Zeit ist vorbei. Ich weiß, ich will's euch noch zeigen. Ein bisschen schneller zu Turnieren, komm schon. So, nun durch geht's nicht. War ich auch schon, geht's halt hier lang und dann links durch. Hier war ich auch schon. Hä? Auch ist es von mir weiterzukommen? Das ist aber anders in Erinnerung. Ja, ich wollte es eigentlich dahin und ja gut, falls halt nicht klappt, muss ich halt Trick 17 anwenden und euch auf morgen vertrösten. Trick 17. Quatsch, das ist nur Trick Ausrede, so sieht's doch aus. Mann. Jetzt könnte ich eine Karte gebrauchen, das wäre jetzt echt mal was. Ja, aber es ist kein Zelda, von daher keine Karte. Ja, Schnauze. Nein, hier das. Ich hab noch keinen Surfer drauf. Spiele ich jetzt total? Wo war. Hier war irgendwo. Ja, hier war irgendwo noch ein zweiter Ausgang, aber den finde ich gar nicht mehr. Hä? Ja, wie gesagt, Verwirrung. Wie es Tom Turbo schon immer so schön gesagt hat. Verwirrung? Komm schon, mach ihn platt, vielleicht krieg ich noch ein Level up. Ja, ein ungeheuerliches Level up. Bin ja richtig begeistert, hehe. So, der runter war ja falsch. Kann man schon wieder... Ah! Momentchen mal, Warte kurz, Leute, noch nicht umschalten, noch nicht abschalten. Bitte noch nicht, ich hab's gleich. Ich glaub's zumindest, Mann, super, das ist im Weg, ich fange später. Keine Zeit, ich hab keine Zeit. Trank. Trank, das... Ja, ihr wisst schon. Schutz, nicht Trank. Ich ertränke mir jetzt auch. Mit Selbstmitleid. Kannst du kurz offscreen noch gucken? Nee, mach nicht. Ich hasse es irgendwie offscreen gucken. Nein, das hasse ich aber auch. Und das ist wieder Radfratze. Diese Fratze lässt uns einfach nie in Ruhe. Hey, Mann! Ruckzuck-Hieb. Da kam was abgezogen. Wasserstarter vor der Win. So, hier wollte ich doch durch. Genau, hier war ich Trottel, war die ganze Zeit daneben. Leute, wir sind in Stratos City. Da ist ein Trainer, da ist ein Item und hier kann man Evoli fangen. Ich glaube sogar auf Level 5 war mir das. Ne, muss ein bisschen stärker sein, aber es ist verdammt selten. Da glaube ich eine 5%ige Chance, sogar eine 1%ige Chance, um hier Evoli zu fangen.
Das heißt, liebe Freunde, wenn es hier noch, ja, herausfordern. Was der Grundstein für... Hier an dieser Stelle soll der Grundstein für Stratos City gelegt worden sein. Okay. Ja, ihr seht schon, es sind auch relativ wenig Punkte, die hier auftauchen. Aber wenn sie halt auftauchen, ist Evoli nur bei etwa 5% dabei. Und das ist schon recht wenig. Und da ich euch das nicht antun möchte, mache ich es, glaube ich, so, dass ich wirklich offscreen nach Evoli suche. Und sobald ich es gefunden habe, werde ich euch das natürlich zeigen und dazuschalten. Und solange werde ich das halt trotzdem hier alles aufnehmen. Aber sobald ein anderes Pokémon kommt, wird er den Kampf abbrechen. Wie jetzt hier zum Beispiel bei Radfratz. Sehe ich jetzt hier, oh, ein Radfratz, scheiße, will ich doch gar nicht. Mache hier einfach Flucht. Und suche weiter nach Riolu und dann in der nächsten Folge direkt wieder dann, wenn Riolu dabei, Riolu sage ich schon, wenn Evoli dabei ist, endlich mal ein Evoli erscheint, so herum. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, die lange Folge, nochmal 5 Minuten überzogen, aber, Moment, ist das, ne, das ist kein Evoli. Das ist wie hieß schon wieder, genau, der Scharnierersatz, oh doch. Okay, da geben viele KPs, viele EPs, Erfahrungspunkte, deshalb kill ich den mal schnell noch. Kalkling abgewehrt, hallo? Die trifft doch eigentlich häufig genug, das ist doch Cheaten, das war Cheaten. Kalklinge. Alter Schwede. Das Vieh hat's drauf. Alter, ich stehe nicht auf Ohrfeigen, hör auf damit. Links, rechts, huhu, ich lach dich raus. Kalklinge! Bäm! Headshot, der wohl eher Halsshot. Und Swotronin Level 23, immer noch etwas in dieser Folge. Boah, hey. Ja, kann ich vielleicht doch. Nee, mache ich nicht. Nee, wie gesagt, Training mache ich ja nicht. Sobald hier wieder ein Pokémon auftaucht, das kein Evoli sein sollte, flüchte ich halt wieder. Und solange halt werde ich hier nach Evoli suchen. In diesem Sinne wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn wir bereits Evoli begegnen. Ja, Radfratz. Scheiße. Ich glaube, das dauert etwa 3-4 Stunden, bis ich endlich mal ein Evoli habe. Verdammte Axt, ey. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. BZW, bis morgen am 3. Februar die nächste Folge wieder bei Pokémon Weiß 2. Oh yeah.